Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Pfarrfreunde, liebe Freunde und Bekannte, liebe Vertreter des Aargauer Kirchenrates, es ist mir eine Freude und Ehre, euch hier alle begrüßen zu dürfen zu meinem Vortrag Die Zukunft der Kirche. Ich habe bewusst am Schluss Fragezeichen, Ausrufezeichen gesetzt. Zuerst biete ich einen kurzen Überblick über den heutigen Abend. Zuerst werde ich darauf eingehen, was ist überhaupt ein Sabbatical. Danach werde ich einige Zahlen und Fakten nennen zu Greifswald. Dann der Hauptteil besteht darin, in Fotos und Erlebnissen von Greifswald und Umgebung. Und der zweite Hauptteil sind dann Fotos von Kirchgemeindeaufbauprojekten. Und am Schluss noch einige soziologische Erkenntnisse. Danach ziehe ich ein Fazit und spreche ein kurzes Dankgebet. Dann gibt es die Möglichkeit für Rückfragen und Anmerkungen. Dann habe ich noch einige Mitteilungen und am Schluss gibt es für uns alle eine Erfrischung. Zuerst die Vorbemerkung, was ist überhaupt ein Sabbatical? In Greifswald haben meine Frau Christina und ich unser 16-wöchiges Summer Sabbatical absolviert. Ein Sabbatical ist sowohl ein Sabbatjahr, eine Auszeit vom Pfarramt, dann ist es auch eine lange Weiterbildung im Sinne eines Forschungssemesters. Wir haben Kurse an der Universität Greifswald besucht und dann ist es schließlich auch eine Gratifikation und ein Dienstaltersgeschenk, weil ich nun 9 Jahre in der Kirchgemeinde Leutwil-Dürrenäsch als Pfarrer meinen Dienst leiste. Es ist also eine bunte Mischung und dementsprechend habe ich auch unterschiedliche Fotos zusammengestellt. Am Tag vor unserer Abreise musste meine Ehefrau Christina noch ihren Kindergarten abgeben, sodass wir erst um Mitternacht in einem Hotel in Basel angekommen sind. Nach einer kurzen Nacht starteten wir am Samstag, 6. April 2024, um 06:06 Uhr mit dem ICE über Berlin nach Greifswald. Bereits auf der Fahrt von Berlin nach Greifswald, 10 Stunden Fahrt, sind wir müde, verschwitzt, aber überglücklich in Greifswald angekommen. Ich hatte Freudentränen in meinen Augen, weil ich endlich an meinem Sehnsuchtsort Greifswald angekommen war. Einige Zahlen und Fakten. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat seit 1456 die älteste Universität Schwedens. Das ist lustig, aber die Schweden haben diese Universität gegründet. Greifswald hat 60.000 Einwohner, davon sind 10.000 Studentinnen und Studenten. Damit ist Greifswald eine der jüngsten Städte Deutschlands. So nennt man das, wenn eine Stadt aus vor allem jungen Menschen besteht. Aufgrund der atheistischen DDR-Diktatur und der Christenverfolgung glauben im Osten Deutschlands nur noch 8% der Menschen an einen persönlichen Gott. Im Vergleich zur Schweiz sind es 40%. Zwischen den Jahren 1959 und 2020 verlor die Pommersche Evangelische Kirche 90% ihrer Mitglieder. Von 700.000 auf 73.000 Mitglieder. Es ist dramatisch. Wir interessierten uns sehr für diese kirchliche Zeitreise und wollten erfahren, was wir jetzt unternehmen können, um diesen Schrumpfungstrend in der Schweiz zu stoppen. Unser Start in Greifswald. Hier sehen wir auf dem Bild unser Häuschen in Friedrichshagen. Das ist ein kleiner Vorort von Greifswald. Wir hatten auch einen kleinen Garten. Am Sonntag startete dann das Sabbatical mit dem Universitätsgottesdienst im Dom St. Nikolai. Das ist die größte Altstadtkirche in Greifswald. Es gab auch andere Teilnehmer am Sabbatical. Namentlich waren das Christian Hörler, er ist Pfarrer in Wartau im Kanton St. Gallen. Dann auch Thorsten Kramer, er ist Pfarrer in Trossingen, Baden-Württemberg, Deutschland. Ich habe auch Fotos mitgenommen der Innenstadt von Greifswald.
Nach dem Zusammenbruch der DDR wurde die Innenstadt Greifswalds aufwendig restauriert mit Geldern aus dem Westen. An unserem letzten Tag sind wir in den Kirchturm dieser größten Kirche des Doms St. Nikolai gegangen und haben von der Aussichtsplattform ein Bild gemacht der Innenstadt. Und so sieht die Innenstadt von oben aus. Als Gasthörer an der Universität. Greifswald heißt ja die Universität und Hansestadt. Und das Haupthaus der Universität ist so riesig, dass wir zuerst den Eingang nicht gefunden haben. Eine Putzfrau hat uns dann durch die Hintertür hineingelassen. Mit unserem Gasthörerstatus konnten wir sowohl an der Universität ein Studiensemester absolvieren und selber in der 4-stöckigen Bibliothek recherchieren, als auch ein Forschungssemester durchführen und Vorlesungen und Seminare besuchen. Wir belegten Kurse zu den Themen Psychologie, Philosophie und Pädagogik. Sowie ich machte auch eine Einführung in Film und Fotografie. Auf dem nächsten Bild sehen wir die Theologische Fakultät und die ist im Gebäude des ehemaligen IEEG. Die Abkürzung IEEG steht für das Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung. Das war dort von den Jahren 2004 bis 2022, 18 Jahre lang. Professor Michael Herbst hat mit seinem Team, bestehend aus vielen Doktoranden, zahlreiche Bücher verfasst zum Thema Evangelisation und Kirchgemeindeaufbau, zur Frage, wie Menschen, die Gott noch nicht kennen, zum Glauben an Jesus Christus kommen können. Jeden Mittwochnachmittag kamen wir in den Genuss eines sogenannten Fakultätsimpulses der praktischen Theologie zu den Themen Seelsorge, Resilienz, das heißt Stressresistenz, Gemeindeaufbau und vielen weiteren Themen. Die Universität Greifswald bietet auch viele Sportkurse an. Und einen solchen Sportkurs haben wir belegt. Einen Segelkurs mit einem kleinen Y-Jolle auf der Ostsee. Das bereitete uns sportlichen Spaß und förderte unsere Geschicklichkeit bei Windstärke 4. Das ist zwischen 20 und 28 Kilometer pro Stunde. Die Segellehrer hatten schon Angst um die Ehe von Christina und mir und dachten, das sei ja ein Härtetest für unsere Ehe, aber wir haben ihn dann mit Bravour bestanden. Christina war die Vorschoterin und ich war der Steuermann. Greifswald ist eine Fahrradstadt. Vom Studenten bis zum Professor fahren alle Fahrrad. Außer wir. Wir haben uns E-Bikes gegönnt, weil wir 10 Kilometer außerhalb gewohnt haben. Insgesamt haben wir 2200 Kilometer gemacht in 100 Tagen. Auf diesem Foto sehen wir, wie wir Essen in einem vorderen und hinteren Körbchen geladen haben für meinen 38. Geburtstag, als wir Essen gekauft haben, um am Abend eine fette Party zu feiern. Nicht nur meine Waden sind angewachsen in dieser Zeit, sondern auch mein Appetit. Ich war die ganze Zeit am Essen reinfuttern. Das Gewicht blieb gleich, aber es ging vom Bauch in die Waden. Außerhalb von Greifswald befindet sich eine malerische Landschaft mit Rapsfeldern und dem Fluss Rick, der ins Meer führt. Man sieht ständig wechselnde Wolkenbilder, genauso wie der Maler Caspar David Friedrich auf seinen Gemälden festgehalten hat. Auf dem nächsten Bild sehen wir unseren Fahrradweg von Greifswald nach Friedrichshagen, wo unsere Ferienwohnung war. Er heißt Pappelallee und ist wunderschön. Christina liebt dieses satte Gelb der Rapsfelder, die im April blühten. Viele dieser Bilder stammen von ihr. Ich hatte auch großen Spaß, meine neue Kamera auszuprobieren, die hochauflösende Fotos schießt, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Hier sehen wir ein Motorboot in den Sonnenuntergang fahren. Neben den Kursen an der Universität kam auch der Spaß nicht zu kurz. Wir besuchten Konzerte und Kunstausstellungen, Museen, Tierparks und Arboreten. Einmal ging ein lang gehegter Wunsch von mir in Erfüllung. Ich war ganz alleine im Kino an einer Nachmittagsvorstellung. In einem Tierpark hat Christina ein Hängebauchschwein gebürstet. Sie strahlte und sagte, das ist der schönste Tierpark, den ich je gesehen habe. Im Arboretum habe ich ein Foto geschossen von einer Rispenhortensie. Das Foto ist aber gestellt. Ich musste im Voraus ein Blütenblatt noch richten. Wir haben auch sehr gut gegessen. Auf diesem Foto ist ein wunderschön eingerichtetes Quartiercafé zu sehen in unserem Dorf Friedrichshagen, das auch gleichzeitig eine Töpferei ist. An den Wochenenden haben wir auch unterschiedliche Ausflüge unternommen. Eines der Highlights war ein Wochenende auf Hiddensee. Diese kleine Insel ist nur 13 Kilometer lang und hat die Form eines Seepferdchens. Das Spezielle an Hiddensee ist, dass sie autofrei ist. Dafür hat es Kutschen und Fahrräder. Nur die Feuerwehr, die Ambulanz und die Polizei fahren mit dem Auto. Weil Christina ein Fan von Leuchttürmen ist, besuchten wir mit unseren E-Bikes sowohl das Leuchtfeuer Gellen, das 4 Meter hoch ist, als auch den Leuchtturm Dornbusch, der mit 28 Metern das Wahrzeichen der Insel Hiddensee ist. Es herrschte Windstärke 8, was an den Haaren von Christina klar abzulesen ist. An einem anderen Wochenende besichtigten wir die halbe Insel Usedom, besonders Bansin. Von einem Aussichtsturm in der Nähe von Bansin aus konnte man 7 Seen sehen. Das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, eine wunderschöne Landschaft mit 7 Seen. Am gleichen Tag fuhren wir mit der Diesellokomotive von Bansin weiter nach Swinemünde, Świnoujście in Polen. Als wir das erste Mal in Polen waren, wo es einen sehr schönen Sandstrand hat. In Greifswald haben wir auch gelernt, spontaner zu sein. Mit einer Kollegin, die wir in einem Gottesdienst erst kürzlich kennengelernt hatten, fuhren wir spontan mit dem Auto nach Rostock. Also sie ließ mich ans Steuer, ich konnte 190 fahren auf der deutschen Autobahn. Und danach fuhren wir von Rostock weiter mit der Fähre nach Geser in Dänemark. Waren wir das erste Mal in Dänemark. Wir haben erst im Nachhinein erfahren, der König hatte dann Geburtstag und alle haben noch ihren Rasen gemäht, haben ein Bierchen sich gegönnt im Garten und haben angestoßen auf den Geburtstag des Königs. Und überall haben sie Fahnen gehisst. War ein schöner Anblick. Der nächste Punkt sind Fotos und Erkenntnisse zu Kirchgemeindeaufbauprojekten. Am ersten Universitätstag hielt Professor Dr. Detlef Pollack einen Vortrag zum Thema „Hat das Christentum in Deutschland noch eine Chance?" Seine 2 wichtigsten Erkenntnisse fasse ich zusammen. Er sagte, je persönlicher das Gottesbild, desto mehr Einfluss hat der Glaube auf den Alltag. So fasse ich seinen ersten Grundgedanken zusammen. Mit eigenen Worten ausgedrückt, wenn du glaubst, dass Jesus dich liebt und in dein Leben eingreift, wenn du zu ihm betest, dann hat dein Glaube einen direkten Einfluss auf dein Leben und dein Verhalten. Die zweite Erkenntnis des Kirchenforschers Detlef Pollack lautet, wenn jemand den Gottesdienst nicht besucht, stehen die Chancen nur bei 2%, dass sie oder er sich freiwillig in der Kirche engagiert. Für mich bildet dies eine starke Motivation, weiterhin farbenfrohe Gottesdienste gemeinsam mit vielen Freiwilligen zu gestalten, bei denen der biblische Jesus im Zentrum steht. Am Sonntag konnte ich teilweise 3 Gottesdienste hintereinander
hintereinander besuchen. Um 10 Uhr am Morgen, um 17 Uhr am Nachmittag und dann nochmals entweder um 18 Uhr oder um 20 Uhr. Anbei folgen einige Bilder und Erlebnisse. In der Altstadt von Greifswald stehen 3 Altstadtkirchen. Der bereits erwähnte Dom St. Nikolai, St. Jakobi und dann St. Marien. Und dieser St. Marien heißt salopp die dicke Marie, weil sie einen imposanten Kirchturm besitzt. Diese 3 Kirchen bieten traditionelle hochkirchliche Gottesdienste und Konzerte an. Der Fachbegriff dafür lautet hochkirchlich, auf Englisch High Church. Der Pfarrer trägt dort Talar und die Musik ist vor allem Orgelmusik oder Chorgesang. Auch ein Ehepaar aus Dürrenasch besuchte die Bachwoche. Das ist ein Anlass, bei dem von morgen um 8 Uhr mehrere Konzerte von Johann Sebastian Bach gespielt werden, bis um Mitternacht. Wir haben uns aber leider nicht gesehen. Beim Abschlusskonzert dieser Bachwoche, Anfang Juni, der Aufführung der Matthäus-Passion, standen über 100 Personen auf der Bühne. Es war das eindrücklichste Konzert, das ich je erlebt habe. Auch viele Professoren nahmen daran teil oder haben sogar mitgesungen. An diesem Abschlusskonzert fasste der Dom St. Nikolai 1000 Besucher. Hier füge ich bewusst einen Bruch und einen Kontrast ein, weil diese hochkirchlichen Gottesdienste nicht alle Menschen ansprechen. Vorher haben wir die wunderschöne Innenstadt Greifswalds gesehen. Die meisten Leute jedoch leben im sogenannten Plattenbau-Wohnungen. Das sind riesige Blocks aus der DDR-Zeit, die teilweise mehrere hundert Wohnungen umfassen. Viele Menschen, die dort leben, haben gar keinen Bezug mehr zu Gott, zu Jesus, zur Kirche und zur Bibel. Wenn man ihnen sagt, Jesus liebt dich, komm auch in die Kirche, dann antworten sie sinngemäß, aber die Wissenschaft der DDR sagte doch, dass es Gott gar nicht gibt. Ist eine große Tragik darin. Deswegen gibt es moderne, innovative Gottesdienstkonzepte. Die Fachbegriffe dafür lauten volkskirchlich, auf Englisch Low Church, und Fresh Expression of Church, eine neue Ausdrucksform von Kirche. Im Folgenden werde ich einige dieser Projekte vorstellen. Die Greifbar, schon der Name ist lustig. In Greifswald gibt es eben viele Wortspiele und die Leute dort lieben Wortspiele mit Greifswald, alles muss irgendwie greif sein und diese Kirche heißt jetzt Greifbar. Ist keine evangelische Kirchgemeinde, sondern ein evangelistisches Projekt. Und das hat auch Professor Michael Herbst gegründet. Und der offizielle Name ist ein bisschen kompliziert. Die offizielle Bezeichnung der Greifbar lautet, die Greifbar ist als unselbstständiges Werk des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises Teil der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland. Der Pastor heißt Dr. Andreas Jansson und die Greifbar trifft sich sonntags jeweils im Plattenbaugebiet. Im Winterhalbjahr jeweils in einer alten Turnhalle um 16.30 Uhr. Hier sehen wir mit diesen Klappstühlen einen stündigen Gottesdienst halten sie ab und danach essen sie gemeinsam Brot und Philadelphia-Aufstrich. Nachher werden diese Stühle weggeräumt und diejenigen, die wollen, können dann noch gemeinsam Basketball spielen. Im Sommerhalbjahr feiern sie draußen den Gottesdienst um 17 Uhr auf einem öffentlichen Spielplatz, auch im Plattenbaugebiet. Ich habe mir immer Notizen gemacht und aufgeschrieben, was ich beobachtet habe. 40 Studentinnen besuchen jeweils die Greifbar am Sonntagnachmittag. Das Interessante ist, auch Bürgergeldempfänger, Hartz-IV-Empfänger,
die vom Sozialstaat abhängig sind, auch sie nehmen daran teil oder kommen in die Nähe eines Zauns und schauen zu. Und der Grund ist eigentlich, dass diese Gottesdienste mit Mikrofonen, mit Lautsprechern übertragen werden. Die Stühle und Tische, also diese Klappstühle, der greifbar, sind in einem Bauwagen verstaut. Und auf diesem Bauwagen ist Jesus abgebildet, wie er raucht und mit dem Rauch seinen Namen schreibt. Viele von uns sind wohl schockiert, dass Jesus so dargestellt wird. Doch wenn sie es anders gemacht hätten, wäre dieser Bauwagen wohl angezündet worden von den Leuten, die nichts mit dem Glauben am Hut haben. Ich habe dieses Bild bewusst gewählt, um auch ein bisschen zu schockieren. Man sieht, diese Pfarrer dort, die gehen ans Limit, die gehen an das Menschenmögliche, um den Leuten diese Liebe von Jesus zu zeigen. Ein weiteres Projekt heißt Nebenan. Das wurde auch von Professor Michael Herbst gegründet und befindet sich auf der Insel Rügen in der Stadt Bergen im Stadtteil Rotensee. Von außen ist nebenan ein unscheinbares Ladenlokal mitten im Plattenbaugebiet. Im Inneren bietet es Platz für etwa 40 Personen. Dort finden von Montag bis Freitag Bibelstunden und Gebetsstunden statt. Alle 2 Monate feiern sie im nahegelegenen öffentlichen Park einen eindrücklichen Open-Air-Gottesdienst, in dem die Besucherinnen und Besucher während des Gottesdienstes Würstchen und Getränke kaufen und genießen können. Daneben bieten sie ein buntes Kinderprogramm an mit Wettbewerben, Gesichtsschminken, Kreidezeichnungen und vielem mehr. Dieses alte Feuerwehrauto ist auch dabei. Steht drauf nebenan. Jeweils am Mittwoch schenken sie gratis Kaffee aus im Plattenbaugebiet und bieten so die Möglichkeit für ein Gespräch an. Eine weitere Kirchgemeinde heißt Johanneskirche, Johannesgemeinde, und die organisiert 5-mal jährlich nach dem Gottesdienst einen gemütlichen Pastaplausch im Garten der Kirche. Kinder und Erwachsene genießen gemeinsam ein Mittagessen im Freien. Eine andere Kirche heißt Christuskirche. Der Pfarrer der Christuskirche hat selber einen Segensstand gebastelt. Dazu hat er auf einem Fahrradanhänger einen Holzkasten montiert. Damit nimmt er nun an Stadtfesten in Greifswald teil und verteilt Kärtchen mit Bibelversen darauf und bietet Gebet an. Auf dem Segensmobil steht Schutz, Kraft, Mut, Heilung, Segen. Christuskirche Greifswald. Dieser Pfarrer macht interessante Begegnungen mit Menschen, die noch nie in einer Kirche waren. Mitte Juli sahen wir auch einen Traktatstand in der Innenstadt von Greifswald mit vielen christlichen Schriften und Bibeln, die man kostenlos mitnehmen konnte. Der Höhepunkt aller Gottesdienste war für uns das Tauffest am Strand von Eldena, gemeinsam organisiert von allen evangelischen Kirchgemeinden Greifswalds zusammen. 13 Kinder und Erwachsene wurden von 10 Pfarrpersonen in der Ostsee getauft. 150 Besucherinnen und Besucher feierten mit. Sowohl eine Band als auch ein Posaunenchor begleiteten diesen Festgottesdienst musikalisch. Besonders bewegt hat uns die Tatsache, dass auch Alleinerziehende ihre Kinder zur Taufe bringen konnten, ohne sich sozial exponieren zu müssen. Es ist eben erforscht, dass Alleinerziehende statistisch gesehen ihre Kinder viel seltener zur Taufe bringen. Außerdem hat ein junger Student sich taufen lassen, nur seine Freundin und sein zukünftiger Schwiegervater war dabei. Seine eigenen Eltern waren nicht dabei. Durch dieses Erlebnis wurde es mir sehr wichtig, dass wir in unseren Gottesdiensten niemanden bloßstellen
und wann immer möglich die einzelnen Teile der Liturgie des Gottesdienstablaufs den Besuchern erklären, wenn Leute damit nicht vertraut sind. Auch an Auffahrt und Christi Himmelfahrt organisierten verschiedene Kirchen gemeinsam größere Gottesdienste mit ihren Nachbarkirchgemeinden. Hier stelle ich mal ein Zwischenfazit in den Raum. Meines Erachtens sind alle diese interessanten Projekte die Kirche der Zukunft, weil sie mutig Schritte in die Zukunft wagen. Zum Abrunden füge ich noch einige soziologische Kenntnisse an. Soziologie ist die Lehre von der Gesellschaft. Ab dem ersten Sabbatical-Tag führte ich ein Medienfasten durch, ein Digital Detox, und verzichtete während 4 Monaten auf Social Media und Kriegsnachrichten. Ich habe also auch keine Zeitungen gelesen. Dadurch nahm ich diese vielen positiven Eindrücke noch viel intensiver wahr. Diese 100 Tage Sabbatical fühlten sich für mich an wie ein ganzes Jahr. Es ist eben so, das Internet kann uns süchtig machen. Überlege dir doch, wie und wo du deinen Internetkonsum reduzieren kannst. Kirche als dritten Ort etablieren. In der Soziologie spricht man vom ersten Ort, das ist dort, wo man wohnt, vom zweiten Ort, das ist dort, wo man arbeitet, und vom dritten Ort, das ist dort, wo man gerne isst, wo man gerne die Freizeit verbringt, wo man isst und trinkt mit anderen Menschen, wo man gemütlich reden kann. Auf Englisch sagt man the third place, der dritte Ort. Ein Beispiel. Wir haben einen Mann kennengelernt, nennen wir ihn Marco, der etwa 45 Jahre alt ist. 6 Tage in der Woche ging er ins Fitnesscenter, um dort zu trainieren und an der Bar einen Eiweißshake zu trinken und mit anderen zu reden. Was machte er am 7. Tag? Er ruhte aus, trainierte nicht, kam aber trotzdem in das Fitnesscenter, um mit anderen zu plaudern. Warum? Weil sein Fitnesscenter sein dritter Ort war, sein Lieblingsort, sein Freizeitort. Im Fitness-Abo für 19,90 € im Monat sind kostenlose Getränke inklusive. Kaffee und Tee, das sehen wir hier hinten, Kaffee und Tee, aber auch Wasser und Eistee à Diskretion. Wenn unsere Kirchen auch zum dritten Ort werden, weil sie gemütlich sind und wir gemeinsam essen und trinken, dann haben wir höhere Chancen auf Gemeindewachstum. Dazu gehört, dass man essen und trinken kann. An Auffahrt, an Christi Himmelfahrt, haben wir einen schönen Gottesdienst draußen erlebt. Und am Kirchencafé wurden wir spontan eingeladen von 2 Studentinnen, die extra die doppelte Portion Picknick mitgenommen haben, um spontan neue Leute kennenzulernen und mit ihnen zu essen. Dieses Angebot haben wir dann auch gerne angenommen. Schlussfolgerungen für unsere Kirche im Aargau. Angeregt durch diese innovativen Projekte habe ich folgende Schlussfolgerungen für die Kirche der Zukunft gezogen. Jetzt folgen in kurzer Zeit sehr viele dichte Informationen. Ich habe alles noch auf einem Handout ausgedruckt. Ich nenne das 13G-Modell, weil alle Stichworte mit dem Buchstaben G beginnen. Glaube an Jesus. Von der ganzen Fülle der Theologie und Bibel beschränken sich die Pfarrer in erster Linie auf Jesus als unseren besten Freund und Retter. Auf Englisch könnte man diesem Motto sagen, reduce to the max, reduziere zum Maximum. Also dass Jesus das Maximum ist der Theologie, das Wichtigste ist der Bibel. Der zweite Punkt ist, in den Gottesdiensten ist wichtig, dass die Bibel im Zentrum steht und dass es auch die Möglichkeit gibt, den Inhalt des Gottesdienstes in Hauskreisen und Kleingruppen zu vertiefen.
Gemeinschaft, Kirchenfamilie sein. Die Kirchgemeinde als zweite geistliche Familie leben und erleben. Auch unter der Woche treffen sich die Mitglieder zum Bibellesen, Gebet, Sport oder zum Fußballschauen. Sie teilen ihr Leben miteinander. Gemütlich essen, dritter Ort. Nach fast allen Gottesdiensten konnten wir nicht nur einen Kaffee, manchmal auch ein Bierchen, sondern auch ein Butterbrot, eine Stulle im Stehen genießen. Dazu nahmen alle Brot und/oder Aufstrich selber mit. Dabei steht aber nicht das Essen im Vordergrund, sondern die Gemütlichkeit und das gemeinsame Zusammensein. Auch wir können regelmäßig Kirchenkaffee anbieten und gemütliche Anlässe unter der Woche. Den Glauben teilen, Evangelisation. Mit einem ausgemusterten Feuerwehrauto, einem Bauwagen oder einem Segensmobil, Veloanhänger, werden Menschen kreativ zum christlichen Glauben und in die christliche Gemeinschaft eingeladen und aus ihrer Einsamkeit befreit. Gestalterisch, kreativ und mutig sein. Ein Kirchenforscher rät dazu, probieren Sie also einfach etwas aus. Keine Angst vor dem Scheitern haben, sondern Gott vertrauen, einmal mutig einen Versuch machen, ihn auswerten, verbessern und nochmals ausprobieren. Geduldig sein. Die Hinwendung von Menschen zum Glauben an Jesus ist ein Prozess, der durchschnittlich 12,5 Jahre lang dauert. Dies verlangt von allen Beteiligten einen langen Atem. Gott wirkt langsam und gründlich. Gefahr des Burnouts, der Erschöpfungsdepression, von Geistlichen verringern. Als Sozialdiakonin und als Pfarrer ist es entscheidend, die inneren Antreiber, die eigene Motivation zu kennen. In der Psychologie spricht man von den inneren Antreibern. Warum tue ich das, was ich tue? Was treibt mich an? Ist es Gottes Liebe oder habe ich auch andere Motive? Wir sollen nicht nur Tag und Nacht arbeiten, sondern bewusst die Beziehung zu Familie, Freunden und Hobbys pflegen. Ausgleich in Kunst und Natur suchen. Kirchenpflegen, das heißt Kirchenvorstände, haben die Aufgabe, die gewählten Mitarbeiter so gut es geht vor unnötigem Druck zu schützen, klare Strukturen zu schaffen, Ferien zu ermöglichen, sowie professionelle Mitarbeitergespräche durchzuführen. Gabenorientiert. Nicht der Pfarrer ist der Kirche, nicht der Pfarrer macht die Kirche, sondern der Pfarrer ist der Coach, der Motivator, der Ermöglicher, der zusammen mit Freiwilligen Angebote erarbeitet. In einem Buch steht so prägnant, nicht der Pastor macht die Gemeindearbeit, sondern die Gemeinde macht die Gemeindearbeit. Gemeindeaufbau statt Kirchenbau. Statt in Gebäude wird in Menschen investiert. Viele Kirchgemeinden besitzen zwar einen Förderverein für den Erhalt der Kirchengebäude aus dem 12. Jahrhundert, betreiben jedoch darüber hinaus zusätzlich noch Fundraising, um gezielt in kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren. Mitglieder treffen sich auch für Hauskreisversammlungen in Privathäusern. Gründung neuer Gemeinden und Multiplikation. In einem Buch zum Thema neue christliche Gruppen gründen steht: Unser Hauptziel sollte nicht sein, eine langlebige christliche Community, eine langlebige christliche Gruppe zu gründen, was heutzutage wenig realistisch ist, sondern eine Community, aus der weitere Communities hervorgehen. Zum Schluss blende ich noch unser Favoritenbild ein.